Da ist Licht im Dunkeln. Eine Kerze mitten im Wald. Wo tut denn du? Ich meine der Schnapsgeist. Mehr Kerzen. Wo? Folge den Spur der Kerzen. Scheiße. Mit die Britenpower ausgegangen. Hey, wer flattert hier? Moment. Geht auf Zeit. Nicht rütteln. Und da komm ich, wo komm ich da hin? Waren wir da schon? Kann ich sein? Oh, lieber Gott. Der Wolf hat auf einen Werwolf. Pass auf, ich klopfe mich an. Aha, da hängt der nächste. So, wer hängt da? Er hängt da. Wissen. Nicht die Renate, kann ich sehen? Das ist aber finster. Da hat die Leute rennen. Eine hängt die Frau, wahrscheinlich, oder? Der Typ ist Nick. Achso, Puppen. Du solltest falsch Deutes reden. Wieder deinen Nächsten. Ein weiterer Bibelvers. Ja, um Himmels Willen. Ja, was ist denn das? Was ist da los? Der Schwarmeier tut nicht da. Na, das glaub ich nicht. Das gibt's einfach nicht. Sehen Sie das auch? Was haben Sie da in der Hand? Alter Hopp, ein Bibelvers. Nicht falsch Zeugnis reden. Was ist das alles? Waren Sie das Schmied? Finden Sie das etwa lustig? Was wissen Sie? Schwarmeier, was soll denn das heißen? Das ist alles wegen der Magd. Ich hätte das alles nie. Das ist meine Schuld. Das verzeiht's mir nie. Das verzeih ich mir selber nie. So, wer schleicht sich schon wieder? Der Ursprung auf den Schwarmeierhof. Kann das sein? Der Bürger muss an den Lehrer berichten.
Warte mal. Ist nur ein Zettel? Nein, ist ja nicht. Jeder fast Monat hängt die Renate. Aus welchen Gründen auch immer. So, wir müssen jetzt zum Bürgermeister. Wie du errasten? Das war ja. Das da hinten kann das sein. Da müsste da vorne der Schaumeierhof kommen. Erstaunlicherweise war der da draußen unterwegs. Er ist schlafgewandelt. Pass auf. Wir reisen flott über die Wanderroute. Pulper, wie schaut denn aus? Seid ihr schon wach? Um die Zeit? Schaut nichts aus. Der Schreiner schon, der sagelt. Oh. Bumm, jetzt mal geht's rund. Jetzt kann es vielleicht gleich Bordeaux geben. Wir klären das. Hier und jetzt. Wir lassen uns nicht weiter von euch reaktionären Arschlöchern abmurksen. Leute, cool bleiben. Ja, Corbinian, drehst du jetzt ganz durch oder was? Das ist komplett jenseits jeder Realität. Schmidt, es ist Zeit, dass hier jemand ordentlich durchgreift. Und zwar ohne Gnade. Eine Konfrontation. Nix da! Ich war immer zu nachsichtig, aber damit ist Schluss. Ein Exempel muss statuiert werden. Diese Halunken müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Bumm, wie schaut denn aus? Trinken wir erst ein Bier? Genau, richtig. Richtig. Das ist genau, was ich meinte. Sie statuieren ein Exempel. Ich habe Ihnen schlicht meine Unterstützung für Ihr Vorhaben zugesichert. Mit meiner Ausstrahlung. Man schaut besser aus. Könnte weit nach hinten losgehen. Scheiße. War 2 Volltreffer. Ja gut. Oder nicht? Übernehmen? Was wollen Sie denn da übernehmen? Innenministerium hin oder her. Ich bin hier der Bürgermeister. Ich kenne diesen Ort und ich habe eine Verantwortung für dessen Bewohner. Ich werde diese Halunken jetzt aufhalten. Christbaucher, reißt die Ich zusammen. schlage vor, wir nehmen diese Kriminellen erst einmal in Gewahrsam, damit der ganze Spuk hier mal ein Ende hat. Wir haben genügend junge Männer, die nur zu gern diese Aufgabe übernehmen möchten. Die harte Linie. Der bleiben wir treu. Natürlich. Also, so kann das aber unmöglich stehen bleiben. Es muss ja etwas getan werden. Wir müssen durchgreifen. Wenn er durchgreift, dann ich. Dann schlage ich ein Duell vor. Die Regeln sind gewiss allen Herren hier bekannt. Eine schnelle und unkomplizierte Lösung für unser Problem. Dann bekommen wir vielleicht auch noch ein bisschen Schlaf ab heute Nacht. Zwölf gegen 12. Wir bissen noch mit der Brotzeit. Dann der Kremers. Oh, Freunde.
Jawohl. Offensichtlich ist das nicht, was Sie sich vorgestellt hatten, Herr Schmidt. Entschuldigen Sie, was wäre denn Ihr Vorschlag? Mein Vorschlag. Ich nehme mir das auch an. Sie werden sich was überlegen? Wir brauchen jetzt Lösungen, Schmidt. Eine Lösung. Was sagt denn jetzt? Nichts mehr, gell? Sie haben nicht ganz unrecht. Vielleicht erzählen Sie ja mal, was Sie glauben. Ja? Das ist, denke ich, jetzt keine schlechte Idee. Dann entscheiden wir, was zu tun ist. Der Bürgermeister ist mir wohlgesonnen. Nicht auf einmal. Seid ihr denn alle blind? Seht ihr nicht, was da los ist? Die haben sie gegen uns verschworen. Der Bayerle, der Griesbacher, Kirche und Regierung. Und jetzt steuerst du die auch noch zu denen, Valentin? Auch wenn wir wenig sind. Ich weiß, am Ende wird uns die Geschichte recht geben. Ich werd nicht drauf warten, dass die mich auch noch erwischen. Brunzfeig bei der Nacht von hinten der Schlang oder irgendwo aufknöpfen. Da verrecke ich lieber da und jetzt. Zwei gute und gerechte Männer haben's schon aus dem Weg gerammt, weil sie es einfach nicht vertragen, wenn jemand nicht ihren Scheißdreck nachlabert und weil sie es nicht vertragen können, dass wir die Welt besser machen wollen. Weil die für eine bessere, gerechtere Welt ein paar von ihren Privilegien aufgeben müssten. Aus Bequemlichkeit und aus Gier schlagen die mit aller Härte zu. Diese ewig gestrigen, aber sogar, wenn's uns alle umbringen, den Wandel der Zeit können die nicht aufhalten. Löwe, hör mal zu. Ich hab gute Argumente. Also Schmidt, entscheiden Sie einer, wo wollen Sie stehen? Bei denen, die das hart arbeitende Volk für den eigenen Profit ausbeuten? Die denken, sie haben einen Anspruch auf alles? Die über Leichen gängen, um an alten Strukturen festzuhalten? Oder glauben Sie, wie ich, daran, dass eine bessere Zukunft auf uns wartet? Dass niemand in Dreck und Armut leben muss, dass wir diese Welt zu einem schöneren Ort machen können? Dann machen Sie einen Mund auf und beziehen Sie Stellung gegen diese Ungerechtigkeiten. Ich glaub, der Löwe geht gleich über Leichen. Wir nutzen wieder mal unsere Informationen. Da bringt es was. Schmidt, Jawohl. immer wieder für eine Überraschung gut. Eben. Ich bin durchaus erfreut zu hören, dass Sie über Vernunft, Weitsicht und Integrität verfügen. Hätte ich nicht gedacht, gebe ich zu. So und so ist jetzt Zeit zum Handeln. Wenn wir nichts tun, dann wird da nichts geschehen, außer dass die uns eins nach dem anderen aus dem Weg rammen. La Salle. Ja, dann nimm ich mal, nimm ihn jetzt. Sie sind so ein verschissener Reaktionär! Scheiße, war nicht so gut. Die Bourgeoisie kontrolliert anscheinend nicht bloß die Produktionsmittel, sondern ganz offensichtlich auch ihre Gedanken. Unfassbar! Jetzt erbackeln's halt endlich einmal aus. Was haben Sie rausgefunden? Wer von den Arschlöchern ist der Mörder? Der Mörder, den kenn ich noch nicht. Pass auf, der Schorsche. Der hat ein Alibi. Ah ja? Und was soll das für ein Alibi sein? Der war beim Fenstern. Das geht hier überhaupt keinen was an. So, der Alles war's auch nicht. Woher wollen's denn das wissen? Er hat einen Zeugen. So, der Pfarrer war's auch nicht. Ich glaub kein Wort. Pfarrer war Pfeifen. Sollen wir Pfeifer? Schwärzen noch. Wer unter euch ohne Sünde ist, Äh. werfe den ersten Stein. Valentin, so machst du dir wirklich keine Freunde. Ein Pfarrer braucht nicht einen Freund.
Das haben's tatsächlich ganz gut hingekriegt. Das kann ja sein, dass das keiner von den Anwesenden war. Aber ihre Ideologie, das ist das, was den Mörder zu seinen Taten treibt. Ihre reaktionären Ideen, die sind's, was den zu seinen Handlungen veranlassen. Die haben den armen Lenz auf dem Gewissen. Toll. Schiebt das mir in die Schuhe. Schwierigkeit 16. Gegenüber 14. Geht nach hinten los. Aber alles gut. Ich sehe die Gründe für die Morde direkt hier vor mir stehen. Ich hab doch gar keine andere Wahl mehr. Was soll ich denn anders da außerhandeln? Bevor ich mich versieg, liege ich sonst genauso in einer Pfützen. Genauso wie so viel von uns damals 1848. Sie stellen sie also auch noch gegen mich? Keine Ahnung, welcher Irrsinn mich da packt hat. Aber für einen kleinen Moment hab ich wirklich gedacht, sie könnten auf unserer Seite stehen. Dann verbrüdern sie sich doch mit der Bourgeoisie. Wahrscheinlich ist das der einfachere Weg, wenn Akquise nicht der richtige. Aber nicht jeder ist für ein Leben mit Anstand gemacht. Corbinian, jetzt leg die Waffen weg. Was soll denn das? Das kannst du doch alles nicht ernst meinen. Hörst du dich überhaupt noch reden? Meine Herren, ich kann nicht wissen, wer von einer mit den grausamen und hinterhältigen Morde zum Tun hat. Aber ich weiß genau, dass ich mich nicht jeden Tag fragen will, ob ich den nächsten noch erleben darf. Hat nicht Lassalle schon gesagt? Wenn ich den Himmel nicht bewegen kann, will ich die Unterwelt aufrühren. So, der Maison, der Löwe ist auf 180. Der möchte da schießen. Ja gut, ohne Wenger. Pass auf, das war der Löwe, der die Song. Ins Krankenhaus, das bringt nichts mehr. Zur Rese, was ist denn bringen? Arztpraxis. Meine Herren, wie soll das denn sein? Das versteht doch kein Mensch, was Sie da reden, Schmidt. Bibelverse? Eine ungeheure Blasphemie. So etwas kann nur tun, wer kein Christ ist. Ja, Herrschaftszeiten. Der Mörder ist noch auf freien Fuß, der Lersung. Ich muss mich jetzt dringend um die Dorfgemeinschaft kümmern. Herr Bayerle, heute Mittag versammeln wir alle in der Kirche. Schmidt, bitte finden Sie endlich diesen Mörder. Der junge Alois, war der dabei, oder wie? Die traumatisierten noch mehrere. Herr Valentin, Sie müssen mir zuhören. Irgendwas stimmt nicht. Die Ursula ist gerade total aufgeregt vom Hofklaffen. Wenn Sie einer schicken, können uns vielleicht nur ihrer Spur folgen. So hab ich sie selten erlebt. Die Ursel. Ja, pass auf. Der Löwe hat sich selber abgeholt. Dieser Volldepp. Moment, wir reisen zum Pfisterhof. Ursel. Da ist. Du, sag mal. Möchtest du uns verlassen? Gibt's sonst noch was? Also, warte mal. Schau mal, Hof. Ich depp. Das ist schon mal ein Hof.
Ein guter versteckt und belauschen. Wo ist denn gut? Ein Versteck, seh ich. Was sonst? Der Schormeier und die Ursel. Da mal geht was. Wenn ich's da doch sag, die sind doch nicht ganz blöd, die merken doch, dass da was nicht stimmt. Vater, jetzt hört zum Spinner auf. Wie soll denn das rauskommen, bitteschön? Der Lenz ist tot. Ja, mit dem anderen da, dem Gescheithaferl aus der Stadt, der da ständig Frank steht. Der hat es in der Scheine gesehen, die blöde Puppen und alles. Der wird doch keine Ruhe mehr geben jetzt. Der weiß gar nichts und der kann uns auch gar nichts. Wir kümmern uns selber um unsere Angelegenheiten, wie wir das schon allweil gemacht haben. Und was ist mit der Resi? Mit der Resi, was sollte mit der sein? Die hockt in ihrer Hütten und streichelt Blärmi oder was die da immer macht. Na, meinst die sagt was? Was soll's denn sagen? Die hat doch erstens keine Ahnung nicht und zweitens redet die eh mit niemandem. Die geht auch nicht einmal in den Ort. Und wer hört derer schon zu? Die nimmt doch keiner für voll. Ursel, ich sag dir, bei sowas hören die Leute ganz genau hin. Egal wer redet. Mei, Vater, wenn's dann besser schlafst, red ich halt mit der Resi. Ja, und wann? Was willst du dann zu ihrer sagen? Das lässt einmal schön meine Sorge sein. Wenn ich sag, ich kümmere mich drum, dann mache ich das auch. Ich geh gleich auf dem Weg heim bei ihrer vorbei. Ich weiß nicht. Der ganze Ort benimmt sich eigenartig. Ich sag's dir, Ursel, die wissen was. Gar nix wissens. Du musst jetzt wirklich einmal beruhigen, Vater. Nachher in der Kirche wirst du das schon sehen. Die sind nur mit sich selber beschäftigt. Ja, spinnst du jetzt? Wir sollen in die Kirche gehen. Ja, und dann? Freilich gehen wir in die Kirche. Die Leute daten viel mehr reden, wenn man nicht hingeht. Das wirst schon merken, dass niemand etwas weiß. Glaub's mir, Vater. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man... Sollte man was, Vater? Du hältst jetzt besser geschlossen. Und mir reicht's jetzt auch mit deinem Selbstmitleid. Wir sehen uns in der Kirche. Die liebe Verwandtschaft. Aha. Die zwei und der Rückel fleißig. Aber, bevor wir in die Kirche gingen, machen wir eine Pause. Wie schaut du aus? Schon wieder 3 Punkte. Zeig das. Und zum Pausenmacher reisen wir um. Nach Wulpershofer. Moment. Per Wanderroute. So, ich stelle mir wieder hinten zum Kluheidel, da die Song. Oder geht da vorne was? Schwendner, warte oder was? Was dir? Frau Schwendnerin, nicht besuchst. Ich bin hinten am Scheißhaus. Zum Pausenmacher. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und Servus.